jährliche Klezcamp ist dieses Jahr vorgekommen zum 28. Mal von dem 23. Dezember bis zum 28. Dezember 2012 in einem Hotel in die Catskillberg von New York. Musiker, Sänger, jüdische Kulturliebhaber kommen von ganz Amerika und über der Welt zu spielen, singen, hören Lektions, sich lernen Jiddisch und Anteil zu nehmen in anderen Staaten. In Klezcamp kommen sie die neueste kompaktlichen Schreure von der jüdischen Musikwelt. Wir haben gehabt das Schmus wegen der Klezcamp-Thema des Jahr, jüdischer Humor, mit dem Gründer und Anführer von Klezcamp, Henoch Sapochnik. Heint, der Direktor von dem Meirand Institut für jüdische Kultur beim Wisconsiner Universität in Madison. So the Thema this year is in Klezcamp is Humor. Jüdischer Humor. Ja, wir weisen, wie sie Humor ist eine jüdische Kunst. Und wir weisen, wie sie das jüdische Leben befindet sich in, als man forscht und als man studiert, wie sie Humor weist das jüdische Leben. Und wer sind die Lektoren wegen Humor? In so verschiedene Lehrer sind in so tagtägliche Lehrer, was haben gekommen vor etlichen Jahren, Miriam Isaacs, Michael Wex, Ron Raboy. Ich habe eine Klasse, wo ich rede von jüdischen Humor auf Plastinkes, und ich rede wegen Jente Telebende und verschiedene Akteuren, was haben gewonnen, Komödiankes. So, wir weisen, also, sie befinden sich in verschiedene Plätze in der jüdischen Kultur. Und wie viel Jahr ist jetzt Klezcamp? Das ist 28. Jahr. Wow, das ist gewinnt. Und ich bin 39 und ich habe es geforscht. So, ich meine, ich habe es gegründet. Ich bin 11 Jahre alt, nicht schlecht. Aber ihr seid Tage in den Catskills, die Borschtbelt, wie jüdischer Humor hat geblieben. Das ist wie jüdische Leben ist ungefeinden. Das ist, wenn man redet von der ewige jüdische Land. Das ist wie jüdischer Humor, der Borschtbelt, als man redet. Aber man redet nicht nur von amerikanischer jüdischer Humor, aber von Anfang. Zum Beispiel, ich habe gespielt in meiner Klasse Plastinke, wo Sholem Aleichem hat rekordiert, die Jahr Eder hat gestorben. Und man redet wegen, was hat das getan für die ganze Geschichte von jüdischem Humor. So, wir weisen alle die verschiedenen Wege, wie sie Humor weist, wie sie jüdische Leben fühlt sich. Klezcamp ist gewesen der erste Klezmer-Festival auf der Welt. Und wo man geht und wo man steht, hört man Musik. In einem größten Saal spielt der Orchester von dem Lehrer Daniel Blacksberg und Tänzer Julian bis in weißen Tag rein. Teil Klezcamper wie Bela Nasson kommen zum ersten Mal. Andere wie Avrom Held kommen kamat Jorain Jorois. Bela Nasson, kommt von Detroit. Ja. Was macht man in Detroit? Ich bin eine Säure. Ich mache die Säure-Ugerkes und andere Sachen, was ist fermented. Ich weiß nicht die Werte in Jiddisch. Geseiert. Geseiert, ja. Und ihr verkauft sie? Ja, ich habe verkauft. In der CSA, aber jetzt ich weiß, als ich will nicht kaufen in der Zukunft. Nein. Ja. Ich habe abgestellt mein Geschäft. Und von wann kennt ihr Jiddisch? Ich habe sich gelernt in JIVO, im Sommerprogramm, in Heintigs Jahr. Ja. Ja. Ist das erste Mal, was ihr kommt in Klezcamp? Ja, das ist mein erstes Mal. Wie gefällt es euch?
Es ist gut. Ich bin ein Sänger, nicht Musiker. spiele nicht kein Instrumenten. Aber ja, ich hab gefunden, eine Sache von den Menschen, die es kennen, singen auf Jiddisch und reden auf Jiddisch, ist sehr, sehr gute Zeit. Ja. Schönen Dank. Schönen Dank. Wir sitzen mit Avrom Held, einem bekannten Jiddischist von New York, speziell mit einem Interesse zu jiddischen Liedern. Ihr kommt jedes Jahr auf Kleskamp? Nicht jedes Jahr. Ich komme sind 1996, mehr oder weniger jedes zweite Jahr. Und was zieht euch zu dem? Das erste Mal bin ich gekommen mit meinem Weib, was es interessiert in Musik. Ich habe nicht gehabt, was zu tun, bin ich gegangen auf eine Jiddisch-Klasse. Da habe ich mich entdeckt, dass ich kein Jiddisch. Gott hat mir gesagt, ich rede nicht wie man darf, weil ich bin ein Galizianer. Auf jeden Fall von dem hat sich ungeheuben eine persönliche Karriere in Jiddisch. Bis ich bin geworden ein bisschen ein Lehrer von Jiddisch und ich habe ungeheuben forschen Lieder und gegangen auf Lehenkreisen und so weiter. Und du komme ich meistens zu hören, meistens wegen Lieder, ein bisschen wegen Sprachliteratur. Klezmer ist nicht meine Sache. Ist wer hauptsächlich wegen Musik da? Die, was halt von dieser Sache ist Susan Levitar. Das ist sehr gute. Sie singt sehr schön, sie forscht sehr schön, sie macht sehr interessante Programme. Aber jedes Mal, wenn ich gekommen habe ich mich beteiligt, was Adrian Cooper hat gehabt zu bieten. Und das fehlt mir eine Sache, weil Emetzer wie sie wird nicht mehr sein. Nicht alle Kleskamper willen wild sich zu tanzen. Hat man euch eine mehr ruhige Tanzsession euch versehen. In einem Orchester spielen zwischen die besten Klezmoren auf der Welt. Jeder kann gefunden seinen jiddischen musikalischen Winkel da in Kleskamp.